Willkommen zurück, Freunde, zum ziemlich sicher letzten Part von Dragon Ball Z Kakarot. Ja, weiß aber in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Oder vermutlich, aber gesagt, wa? Naja, ich meine, die Hauptstory ist jetzt auch bei der Trunks-Saga durch. Es gibt noch 2 Sidequests zu machen. Vielleicht gibt es noch 1, 2 mehr. Ich hoffe, die in dieser Folge abschließen zu können. Und dann können wir die Folge auch das Let's Play, das Projekt somit auch beenden. Er war der Wahnsinn. Ich spreche gerade über Yamchu. Der Beste. Er war stark und weiter. Niemand glaubt mir. Pool, was ist denn los? Ich habe Leuten gerade erzählt, wie toll Yamchu war, aber sie haben mir keine Worte geglaubt. Vielleicht weiß einer, wenn du mir hilfst, Trunks. Hä? Yamchus Schüler war... Oh nee. Ah ja. Soll so tun, als wäre Trunks Yamchus Schüler gewesen. Der legendäre Yamchu. Arigato gozaimasu. Ja, und jetzt? Hey Leute, das hier ist Trunks, der war ein Schüler von Yamchu. Musst du wirklich so betonen, wie stark Yamchu war, Pool? Oh! Oh Mann, Trunks. Ja, das ist halt das Problem, wenn man so ein Gutmensch ist und dann noch Wert auf Sidequests und so legt, dass alle zufrieden sind, vor allem auch. Ja, ich glaube, jeder wäre nicht so erfreut, das zu sehen. Wobei er wäre vor allem stolz darauf, wie stark Trunks doch schon geworden ist. Und Hallo ist uns einfach ein Super Saiyan geworden. Der nervt. Deswegen ging es nicht. Und ich habe mich schon gewundert. So, jetzt wundert mich nicht mehr. Aber eben, lohnt es überhaupt hier das Training dieser Welt? Was können wir alles nachher an die anderen Dinge, die Hauptstory übernehmen? Sobald ich hier was mache, wird es automatisch gesinkt nachher. Wäre natürlich auch cool. Ingwerstadt, ja, ja. Gibt's eigentlich auch Chili City oder was? Schwesternbewohner B. Oh, wirklich? Einverstanden. Wie sie die Hand so bewegt. Ja, genau das. Festhalten heißt festhalten. Vielen Dank, Trunks. Ja. Oh. Also, wenn du unseren Kaffee weisen kannst, lass mich ran. Er hat eine Kapsel dabei mit ein paar Robotern. War ja klar. Oh. Ihm der gleiche Mist.
Super Saiyan 2. Und, ups, bin normaler Super... Nee, normaler Saiyajin. Nix super. Alles doof. Verdammt viele Roboter. Das ist aber unhöflich. Warum sind einfach diese scheiß Roboter stärker als die Cyborgs, wisst ihr? Also insofern. So, geht doch. Alter, der Erfahrungspunkt für so ein paar Schrotthaufen. Oh, das war der Wahnsinn. Yeah. Yeah. Oh. Hm. Ja, schöne Scheiße, wa? Oh, wenn das nicht Pooh und Trunks sind. そうね。まったく。 Du, du, du. Er ist nicht davon gelaufen, als Saiyajin oder die Cyborgs aufgetaucht sind. Er hat sich hingestellt und hart gekämpft, um die anderen zu beschützen. Ist beides Male draufgegangen. Tja. So. Wir haben Schuha Tausende betrogen, mäßig emotional und hat gerne die Zeit anderer Leute verschwendet. Aber sie viel auch besser, wenn ich das nicht erwähnt habe. Ja, das stimmt. Hauptsache für Pool ist er der Größte. Der legendäre Yamchu. Alter, wie hier die Level-Ups draufgehen, da ist ja unglaublich. Ich glaube, ich habe eigentlich nie speziell trainiert, da ist der Witz an der Sache. Aber hey, ist wie es ist. Obwohl der Kaioshin und Kibito im Kampf ihr Leben lassen und somit auch der Gott der Zerstörung Beerus und der Engel Whis gestorben sind, beziehungsweise Whis ist gar nicht gestorben, scheiße. Okay, verplappert, doof, gelaufen, Mist. Beerus ist weg, ja, weil Kaioshin gestorben ist, aber Whis ist ja quasi nur inaktiv, weil er ohne Gott der Zerstörung nichts machen darf. Irgendwie so war das doch. Stimmt, das ist sogar noch ein Trainingsspot. So viele T-Medaillen fehlen, hey. Weil hier müsste jetzt eigentlich alles voll sein. So. Was Neues bekommen? Nö. Oh, die Medaillenfarben, die haben keinen Bock, ganz ehrlich. Okay, aber jetzt haben wir nochmal einen Schatz gestohlen, das war so schlimm, als hätte er mich getötet. Tut mir leid, weißt du, wohin der Mann gegangen ist? Wir ganz sicher ging da lang. Ich brauche eine Menge starke Energien. Olongs Schatz. Können es vielleicht
Ich habe eine Ahnung, was es ist. わかりました。サンキュー。それでは。頑張れ。 Hau rein, Mann! Das ist doch garantiert das Schmuckstück ルー oder ロンさんの宝物を奪った奴らを探しに行こ sagen wir jetzt mal die Mütze, wenn man dem so sagen will, die er sich damals von Shenlong gewünscht hat. Erinnert ihr euch noch? Ja, der Damenslip halt, mein Gott. Aber hat mir irgendwie über den Kopf gezogen, so ist ja egal. Ich guck mal, was da geht. Ja, was da so abgeht. Du. Ich hatte überlegt, nochmal was mit Trunks machen soll, aber... Ja, ein paar Punkte hätte ich eigentlich noch. Okay, kommt. Scheiß drauf. Wir riskieren es mal. In der Hoffnung, dass da, was ich jetzt mache, auch übernommen wird. So, warte mal. Das geht sowieso noch nicht. Machen wir mal Super Saiyajin Power noch ein bisschen hoch. Weil ja hier im Spiel ist ja quasi der zweifache Super Saiyajin Stufe 1 dasselbe wie der Super Saiyajin Stufe 3. Also, ist auch ein bisschen creepy. Finish Buster. Super Finish Buster noch lernen. Ja, dann müssen wir halt erstmal die noch machen hier, wa? Komm, wo sind wir die mal noch? Weil in die Moves wird sowieso ein bisschen schwierig, weil da braucht noch so viele D-Medaillen, damit das funktioniert, ey. Auto Super Saiyajin 2, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ist aber gar keine mehr. Jetzt haben wir es ein bisschen übertrieben, aber ey, shit happens. So, dann geht der Super Saiyajin raus, dafür ist der Auto Super Saiyajin 2 drin. Ja komm, passt doch. Dann hat die eigentlich Chance, wenn man es mal so betrachten will. Weil die Zeit vergeht ja in allen Zeitlinien gleich schnell. Hm? Also, wenn in Trunks Zeitlinien ein Jahr vergeht, vergeht ja in der Vergangenheit ja auch ein Jahr. So. Jetzt sind hier, glaube ich, 3 Jahre vergangen an seinem Kampf gegen Cell. Warte mal. Wie war das? 3 Jahre sein Kampf gegen Cell, nochmal 3 Jahre sein Kampf gegen die Cyborgs. 6 Jahre, okay, gut. Da hatte gerade von wegen, ja, könnte doch sein, dass irgendwie das Trunks den zweifachen Super Saiyajin erreicht hat. Bevor es Vegeta und Goku gelungen ist. Aber ich glaube, Goku, ja, der war sowieso im Jenseits, der hat sicher schon viel früher geschafft, den zweifachen Super Saiyajin zu meistern. Und Vegeta, vermutlich auch, wa? Wer weiß. Und ganz ehrlich, eigentlich ist es auch egal, komm. Was machen Freezer-Soldaten hier? Ja. Ah. Ah. Hm? Na. No. Oh. Na. Was zum... Damit können wir Lord Freezer rächen. Nee, da war wirklich nix. Oh. Ah. Hm. Ihr bleibt mal schön hier. Wer zur Hölle bist du? Ich bin derjenige, der Freezer gekillt hat. Ah ne, stimmt gar nicht. In der Zeitlinie war es Goku. Das höchste Instrument gehört zu uns. Ach nö, das war tatsächlich das. Aber was verpasst? Wieso haben die Damenunterwäsche in der Hand? Frag nicht, Trunks, frag einfach nicht. Die wollen mir an die Wäsche? Alter, wie schrecklich das Spiel eigentlich noch. Verpisst euch!
Alter! Wie stark sind sie wirklich? Gut, Freunde, bringen wir es zu Ende, wa? Oh yes! Ja, der macht noch kaum Damage. Einfach nervig wie Sau. Hä? Das war's schon? Wo sind die anderen abgeblieben? Was sind für Mädchen? Was? Vielleicht. Nein, das muss nicht nur sein, ganz sicher. Ist Olong etwa ein Mädchen? ウーロンさんが奪われたものはこの下着なのだろうか。違うよな。 Nee, das hat schon was, aber eben, ich dachte mir schon. Weil Olong Schatz und dann noch in Gänsefüßen und so, es musste das sein. Es ging nicht anders. Sowas Bescheuertes, ganz ehrlich. Oh Mann, soll das wirklich die letzte Sidequest sein? Sollen wir uns so von dem Spiel verabschieden? Das kann nicht euer Ernst sein. いいよ。あの Olong, das soll es sein. へへ。うん。 Ah ja, stimmt, Prinz Pilaf war das ja. Einer der, keine Ahnung, ersten 20 oder 30 Folgen ungefähr. Schätze, es ergibt irgendwie schon Sinn. Schätze. Was ist, dass Trunks in der Vergangenheit wiederbelebt wurde. Das ist sowieso etwas, was mich ein bisschen wundert. Er stirbt in der Vergangenheit und seine Seele bleibt in der Vergangenheit. なんだよ。いえ Wow. Aber irgendwie die Medaillen gibt es keine mehr, wa? Nö. それにしてもシェンロンはどこから下着を持ってきたんだろう。 Will ich nicht wissen, Trunks, ich will es nicht wissen, woher Shenlong es hatte. Ich krieg die Krise. Es ist tatsächlich vorbei, Freunde. Das ist ja wohl einfach nicht zu fassen, ey. Das war die letzte Sidequest. Okay, komm, wisst ihr was? Zum Abschluss, wir gehen natürlich nochmal zurück in die Hauptstory. Bin gespannt, was wir alles übernehmen werden. Trunks ist Stufe 74, wa? Also Future Trunks, logischerweise. Es gibt überall auf der noch viele andere gefährliche Feinde. Es liegt an dir, sie aufzuhalten. Ja, ja. こいつは。へへへ。いいもん手に入れたな。 Stimmt, weil hier habe ich jetzt noch irgendwie 4 D-Medaillen. Warte mal, jetzt sind es mir aber echt Wunder. Und Trunks hat hier Stufe 118. Also da bleibt offenbar, warum auch immer. Hä? Achso, ich muss erst mal. Okay, gut. Warum sind seine... So viele von diesen scheiß Z... Also von diesen besonderen Z-Kugeln? Hä? Ist das ein Fehler? Da war doch niemals mein Name auch so krass. Ultraschallfaust, ultimatives KMA. Hey, was ist hier bitte noch? Okay,
Okay, die Dinge sind aber auch neu, oder? Ne, stimmt, die sind schon älter. Stimmt, sorry. Stimmt, dass ich ihnen was verwechseln oder irgendwie. Ne, stimmt, die sind älter. Das ist so. Ja gut, Freunde. Ja, wird Trunks auch ein bisschen geboostet mit der Stärke und so. Ist jetzt halt eine interessante Frage, was ich jetzt bei ihm noch alles mache. Dass generell auch die ganzen Fähigkeitsbäume und so halt doch komplett verschieden sind. Warum hier so verdammt viel? Das verstehe ich nicht. Ist das ein Fehler? Vor allem, also selbe Wert ist wie mit normalen roten Kugeln. Das verstehe ich vor allem nicht. Also ich hoffe einfach mal, dass es ein Fehler ist und dass es etwas ist, was wir dann vielleicht mit der Zeit mal noch irgendwie, weiß auch nicht, noch verbessern können. Also beziehungsweise gefixt wird oder so. Weil, sorry, wer sammelt so viele Z-Kugeln? So, jetzt kommt dummerweise auch die normalen roten Kugeln aus. Weil das verstehe ich ja schon, ne? Da ist ja gar kein Thema. Auch hier sind niemals die Z-Kugeln so viel, also die Regenbogenfarben. Nee, niemals im Leben. Da ist ganz ein übler Bug drin. Oh Mann. Ja, und ansonsten, hier haben wir auch keinen neuen Sidequest mehr. Was hätte sein können, rein theoretisch. Die Frage mit dem Community Board, habe ich hier die Dinge jetzt auch übernommen? War das global? War global, okay. Also das war jetzt wiederum Future Trunks, normaler Trunks, Gohan, sorry, nicht Trunks, sondern Gohan. Also die Dinger waren jetzt global, die anderen nicht. Faszinierend. Ja. Ist wie es ist, Freunde. Damit haben wir also das Spiel, kann man sagen, durchgespielt. Und nichts mehr, was wir noch irgendwie großartig machen können. Wir können natürlich hier Dragon Ball nochmal rufen. Ne, eben noch nicht, weil ich es noch nicht habe. Scheiße. Das geht gerade irgendwie auch nichts mehr. Warte mal, wir sind ja hier sowieso an einem Trainingsspot. Das habe ich damals extra gemacht, hier gespeichert. Ja, und bei ihm sind es jetzt wie gehabt, wobei, ne, warte mal. Hier sind auch solche, oh nein. Solche, die ich in einer anderen Ebene bereits freigespielt hatte, muss ich jetzt nochmal freispielen. Noch, ne, die ganzen Teammedaillen. Puh, nee, Freunde, nee. Will mal sagen, wir beenden hier gleich an dieser Stelle das Spiel. Dragon Ball Z Kakarot geht damit zu Ende. Mit einem Ende, mit dem dritten DLC, wo ich persönlich als größtenteils sagen würde, ja, geht eigentlich in Ordnung. Also ich persönlich fand das dritte DLC eigentlich wirklich geil. So für sich gesehen kann man durchaus empfehlen, würde ich aber jedem empfehlen, vor allem mit einem Dragon Ball Fan. Okay, haben wir schon gewundert. Das ist vermutlich so. Level Up für Son Gohan. Sehr gut. Ja, eben das DLC selbst ging für meinen Geschmack total in Ordnung. Kann man nichts darüber meckern oder so. War alles geil. Ja, nur ein bisschen. Das einzige, ja, ebenso der Schluss mit dem Kampf gegen Dabra und so, aber ist halt ein Thema für sich. Also ich persönlich fand ein bisschen zu lasch. Vor allem, weil ich ja persönlich auch kaum trainiert hatte. Das waren irgendwie einfach Level-Ups, die einfach mit der Story an und für sich schon mitkamen. Da hatte gar keinen großen Einfluss. Aber ja, ansonsten sehr geil, kann ich jedem nur empfehlen. Und wie es weitergeht mit Dragon Ball Z Kakarot, eben theoretisch kann man sagen, hey, das ist jetzt eigentlich, vor allem, das Spiel heißt Dragon Ball Z Kakarot, also wäre ja die Future Trunks Saga, wäre eigentlich perfekt, zumindest noch zu integrieren, eben jetzt auch mit Trunks und so, mit dem DLC.
Das Problem ist halt nur, dass die Entwickler auch mal gesagt haben, es gäbe nicht mehr als 3 DLCs und dass sie danach an anderen Dingen entwickeln würden. Anderen Spielen. Also vielleicht sogar irgendwie in Dragon Ball Xenoverse 3 oder so. Deswegen ist aber eher die Chance gering, dass es ein komplett neues Spiel geben wird, aber ich persönlich nichts dagegen. Denn ganz ehrlich muss ich jetzt doch sagen, zum Schluss hin, mir persönlich hat das Spiel wirklich jetzt im Großen und Ganzen sehr viel Spaß gemacht. Was ich einfach immer noch schade finde, ist, dass es immer noch kein Spiel gibt, was halt die Story komplett umfasst. Ich weiß, es ist natürlich schwierig, vor allem mit den ganzen Nicht-Kanon-Dingen, weil alles, was Kanon ist, wurde im Spiel jetzt hier abgebildet. Kann man auch gar nichts drüber meckern, aber eben, was ist mit den Dingen, die ja nicht Kanon sind, die es nur im Anime gab, wie zum Beispiel das Turnier im Jenseits damals mit Goku im Kampf gegen Paiku Han oder auch das mit Garlic Junior zum Beispiel, wobei das, ob das nicht Kanon ist oder so, muss ich vielleicht auch hinterfragen. Wenn man weiß, hey, es gab einen Film, Dragon Ball Z mit Garlic Junior, der zu Beginn der ganzen Dragon Ball Z-Sage begonnen hat. Andererseits gibt es noch den Anime, ich sage jetzt trotzdem mal Filler, aber sie ergänzt sich ja insofern, also kann man ja auch sagen, das muss ich irgendwie auch wirklich stattgefunden haben, das würde passen. Aber ja, ist halt trotz allem sind ja die Filme und das, was im Anime vorkam, aber im Manga halt nicht, das ist halt nicht Kanon, wie man eben so schön sagt, obwohl ich den Begriff eigentlich hasse. Bei Dragon Ball, das ist sowieso so ein Ding. Oder ja, wieder ein Spiel, wo halt auch Dragon Ball GT wieder mal drin ist, weil von Dragon Ball GT hatten wir schon lange irgendwie nichts mehr. Und früher so zu PS2-Zeiten, mit der Budokai-Serie und Budokai Tenkaichi, da hattest du überall Elemente von Dragon Ball GT noch drin. Die sind ziemlich rar geworden in der Zeit. Wobei ich mir natürlich auch frage, hat es was damit zu tun, dass man irgendwie ein Remake plant von Dragon Ball GT? Weil GT war an und für sich ja geil, bis auf ein paar Aspekte das Ganze. Vor allem so, also sagen wir mal, die Baby-Saga, also Folge 1 bis Folge 40. Das ursprüngliche Dragon Ball GT, weil ursprünglich war gar nicht viel mehr geplant. Das fand ich persönlich geil umgesetzt, vor allem weil es ja den alten Charme von Dragon Ball gebracht hat. So wird es hier eigentlich auch, kann man sagen. Also zumindest irgendwie bis mit der Cell-Saga, ab der Buu-Saga, haben ja auch viele gesagt, hey, das wird noch Dragon Ball und so, geht ja gar nicht mehr um die Dragon Balls. Ja. Das kam ja mit Dragon Ball GT aber noch ein bisschen mehr auf. Was sie halt nachgemacht haben mit den letzten 24 Folgen, so mit dieser Super 17 Saga, da mit den Schattendrachen. Interessante Ansätze, aber die Umsetzung war ein bisschen... Naja. Anderes Thema, Freunde, wo ich eigentlich auch an anderer Stelle mal diskutieren sollte. Und jetzt nicht hier, aber bei Dragon Ball Z Kakarot. Ja, und ansonsten, ein weiterer Aspekt eben, was ich vorhin erwähnt hatte, weshalb vermutlich das hier das letzte DLC war, nichts mehr kommen wird, ist eben auch alles Neue, was kommen würde, wäre halt Dragon Ball Super. Also ich meine, schon allein die Geschichte mit Beerus und Whis oder auch Golden Freezer wurde ja komplett anders erzählt. Aber die beiden Ereignisse waren trotzdem eigentlich auch Filme. Und es waren Dragon Ball Z-Filme, nicht Dragon Ball Super-Filme. Und dann kam der Film mit Broly, Dragon Ball Super. Und mittlerweile ist bekannt, dass es noch einen weiteren Dragon Ball Film geben wird, also noch einen Dragon Ball Super Film. Und ja, deswegen glaube ich, wenn was Neues kommen sollte, was natürlich irgendwie zwar hoffen würde, aber nicht wirklich glaube, dann wäre es eigentlich eher ein Dragon Ball Super Spiel. Aber ganz ehrlich, hatten wir auch noch nie. Eigentlich immer nur Dragon Ball Z, ganz wenig mal Dragon Ball GT. Mittlerweile sehen wir auch so mit Super Dragon Ball Heroes und so, also Dragon Ball Heroes generell ist halt beliebt. Da wird sich eigentlich auch die Xenoverse-Saga wieder anbieten, ne? Also bin ich ein bisschen unentschlossen, Freunde, ob das nächste Spiel für meinen Geschmack Dragon Ball Xenoverse 3 sein soll. Und Nachfolger Dragon Ball Z Kakarot. Oder doch was komplett anderes. Würde mich aber interessieren, was ihr dazu findet. Wie ihr dazu steht auch, was euch lieber wäre, was ihr lieber hättet vor allem auch.
sage ich in diesem Kampf, oder mit diesem Kampf vor allem mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen hier in diesem Let's Play zu Dragon Ball Z Kakarot. Sollte da noch was kommen, sollte ich mich täuschen. Es gibt hier in diesem Spiel doch noch mehr zu tun, es gäbe noch mehr DLCs. Dann natürlich wird das an einem späteren Zeitpunkt dann noch folgen. Aber solange da irgendwie nichts Neues angekündigt wird, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Gerüchte stimmen, dass das das letzte DLC war, nicht mehr kommen wird. Oh fuck. Nein, der Brunnen ist im Arsch. Egal, der repariert es wieder. Yeah! Der Planet ist geil hier, der repariert es von selber. Und ja, damit sage ich danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Dragon Ball Abenteuer. Euer Michael oder euer Son Goku, wie auch immer, sagt bis dahin, ciao zusammen!